verkauft werden. Und wenn wir machen nachher eine Kontrolle, Taschenkontrolle und auch sonst kontrollieren wir, ob auch jeder eine CD, mindestens eine dabei hat. Diese CDs sind so, man kann die auch schön zu Weihnachten in Geschenkpapier, mehrere auch gerne verkaufen, verschenken an Schwiegermütter, Großmütter. Bitte? Was höre ich da? Habt ihr schon eine? Da sind auch schöne Fotos von uns drin. Die kann man auch, wenn man mehrere kauft, ganz viele, vergrößern und an die Wand hängen. ich dachte, so an so einem Bravo-Starschnitt. Gibt es eigentlich so eine... Winnetou und Oldschnitter. Gibt's eigentlich, ich fände das schön, wenn so ein Starschnitt von uns in der Apothekenrundschau. Das wäre schön. In der Apothekenrundschau von der letzten Seite. Ich habe schon lange einen Sponsor gesucht, aber das ist jetzt die... Darunter eine Fußpilzwerbung und Bernd hat ja ein Ziel. Man sieht nur den Ziel vom Bernd. Als erste Zahl vom Schnittschnitt. Deine versifften Schuhe. Ja, da kann man aber wenigstens noch Suppe von kochen. Und wirklich hier nicht durcheinander Donnerschlag normal. Also es geht in dem nächsten Stück um Krankheiten. Je öfter wir das singen, aber also öffentlich haben wir es glaube ich noch gar nicht gesungen, aber ja, je häufiger wir das singen, desto mehr Strophen werden das. nee, da erfährt man immer mehr seltsame Krankheiten. Zum Beispiel kannte ich vorher nicht die senile Bettflucht. Ich dachte, das wäre normal im Alter. Oder rein oder raus. Senile Bettflucht. Senile Bettflucht. Wir fahren noch einige andere Krankheiten ein. Volkskrankheit. Scheiße, ich glaube, wir machen mal weiter. Ihr müsst alle noch nach Hause heute, ne? Machst du? Also wir machen jetzt mal Folgendes, wäre nachher alle Krankheiten, die aufgezählt werden, ich weiß genau, wie sie sind, wenn die auf den Punkt genau, auf den Komma genau sagen kann, und da kommt keine einzige doppelt vor, der kriegt nachher, alles überlegen wir uns an. Der eine hat Rheuma, der andere hat Gicht. Und mit drinnen hört es gar nicht mehr dicht. Mag die Trockenmut leiden, dann musst du aber gut walten. Da werden die ersten Männer schon angeguckt, ne? Wenn der eine ja nix sieht, brauchst du einen dicken Donnerbalken. Wie mein Urinnetzwerk, da bleibt der Endstutzen schlapp. Der Tröppel blaut's noch und meine Holz gemäht natt. Dann trinkt die Mann eng, am besten kort und lang. Und mit 2-3 Liter Intus hast du mit Druck und Tank. Wenn jeder heft wat, jeder heft schwor. Wat, du hast nix, dann ist doch nicht wahr. Bist du gesund und munter, hätt wie nix zu kühn. Du brauchst eine einige Krankheit, um interessant zu bleiben. Der eine heft einen rammen Bein, der andere platte Föte. Der dritten Köp in Armbraut, sind Frühstück in der Möte. Musst die mal ressen, glaub mal weg an den Naune. Trägt die nicht so viele Tücher an, das geht auch wohl ohne. Mein Aulske heffen knüppeln da, mein Jüngsten in den Beine. Und Opa, der steht gegen sich, so ist er nicht alleine. Du musst bloß vom Kühnen, dann ist das halb so schlimm. Und mit Aromatherapie krieg ich das auch gehemmt. Wenn jeder heft wat, jeder heft schwor. Wat, du hast nix, dann ist doch nicht wahr. Bist du gesund und munter, heft wie nix zu kühn. Du brauchst eine einige Krankheit, um das Land zu bringen. Der eine fretzt sich schwau, der andere schmachtet sich fett. In dritten 10 gebamselt hängt das Waterfangklosett, das ist der Jojo-Effekt. Von dem Bindegewebe und mit so einem Strauber, da bleibt das uns in Schwebe. Wie juckert das Fell und
mit Piepke das Ohr. Und dann fällt mir auch immer noch der Punkt zum Schmor. Und den Bug und den Rücht, schmieren der Mielke von der Siegen. Und dann kannst du lieber bucken, und dann kannst du lieber mieten. Jeder heft wat, jeder heft Schwor. Wat du hast nix, dann ist er nicht wahr. Bist du gesund und munter, hab wie nix zu kühn. Du brauchst ne andere Krankheit, um interessant zu bleiben. Armin Selig am Start. Kurze Pause. Ja, oben gibt's Futter, Schmalzbrote.